Wenn wir jetzt einsteigen, 7 Schritte durchs Paradies oder ins Paradies oder vom Paradies aus, man kann es verschieden nennen, möchte ich aber gerne noch ein Gebet sprechen. Liebender Gott und Vater, wir danken dir für diese Neujahrstagung und für diese wunderschönen Lieder, Herr, des Chores, von Deborah, von all dem, was wir jetzt schon so miterleben konnten, mit hineingenommen worden sind, auch in diese gratis verteilt CD für die arabisch sprechenden Menschen. Hab Lob und Dank. Hab Dank, Herr, dass du da bist. Du hast uns durch das letzte Jahr gebracht und du bist auch der Herr dieses neuen Jahres. Wir danken dir dafür und wir wollen das tun, was wir durch die Lieder gehört haben, die wir auch selbst gesungen haben. Wir wollen uns ganz auf dich werfen, Herr. Hoffen, dass du bald kommst und wir in dieser wirklichen, ewigen Welt sein werden. Und dass wir alle Sorgen niederlegen können. Auch unsere lieben Geschwister, Herr, die jetzt schwer krank sind oder verunfallt. Du weißt um sie alle, Herr, wir befehlen sie dir an. Bitte öffne uns auch jetzt die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Ja, 7 Schritte durchs Paradies. Die Bibel ist ein wunderbares Buch. Schon allein darin sieht man das. Die ersten 2 Kapitel des Wortes Gottes und die letzten 2 Kapitel des Wortes Gottes bilden eigentlich den Rahmen für die ganze gesamte Heilsgeschichte Gottes. Mit etwas anderen Worten, zwischen den ersten beiden Kapiteln und den letzten beiden Kapiteln der Bibel liegt das ganze Heilshandeln eines fantastischen Herrn. Man kann nur staunen. Es ist die Geschichte der Liebe Gottes mit der Menschheit, an der er, man höre und staune, obwohl wir so verdorben sind, sein Wohlgefallen hat, weil es seine Schöpfung ist, weil es seiner Liebe entspringt. Er kann sein Geschöpf nicht aufgeben. Und das sehen wir zum Beispiel nach dem Sündenfall. Gott hätte doch sagen können, ich mache neue Menschen, mache ein neues Paradies. Nein, er führt und arrangiert alles so, dass die Menschheit eines Tages zurückgeführt wird, genau dahin, was sie verloren haben und darüber hinaus, nämlich wieder ins Paradies. Wir sehen darin, in dieser ganzen Heilsgeschichte zwischen 1. Mose und Offenbarung 22, sehen wir, wie sich Gott selbst zum Diener seiner Schöpfung macht. Er kommt uns entgegen, er hilft uns, er trägt uns, er ist der Erlöser. Und wir sehen, dass die ganze Bibel, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die Geschichte der Hingabe Gottes ist an seine Schöpfung. Bevor Gott uns aufruft, gib dich mir hin, gibt er sich uns hin. Das Wort Paradies, 7 Schritte durchs Paradies, das wird ja auch dargelegt als ein geschützter Platz oder ein abgeschlossener Garten, ist auch das persische Wort für einen Park, Paradies. Und wir wollen nun versuchen, in 7 Schritten
von diesem ersten Paradies ausgehend durch die Bibel hindurch zu gehen, bis wir in Offenbarung Kapitel 22 angelangt sind. Okay? Haben wir viel Zeit, ne? Ja, hat erst begonnen. Der erste Schritt ist die Beschreibung des ersten Paradieses. Und wir lesen dazu den Text aus 1. Mose 2, 8 bis 10. Ich muss Ihnen jetzt sagen, wir haben nicht immer den ganzen Text da eingeblendet, aber lesen tue ich ihn vollständig. Aber nur die wichtigsten Details aus dem gelesenen Text sind dann auch da an der PowerPoint-Wand. 2. Mose 2, 8 bis 10. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dort hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Es ging aber auch ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu 4 Hauptströmen. Wir können davon ausgehen, das wird uns in der Bibel eigentlich immer wieder erklärt und dargelegt, dass alle geistlichen Darstellungen auf der Erde einer himmlischen, ewigen Wirklichkeit entspricht, die noch darüber ist. Wir wissen, es gibt ein Jerusalem. Es gibt aber auch ein wirkliches, ewiges, himmlisches Jerusalem bei Gott. Es gab einen Tempel. Es gibt auch einen himmlischen Tempel. Die Bundeslade, die finden wir auch im Himmel, das Original. Engel, Cherubim, die dargestellt wurden, zum Beispiel in der Stiftshütte oder später im Tempel. Die Wirklichkeit ist im Himmel. Das Wort Gottes. Ich meine sogar zu sagen, die 24 Ältesten. Denn im Daniel-Buch steht geschrieben, dass es Wächter gibt bei dem Ewigen. Und ebenso das Paradies. Es gibt eine Wohnstätte bei Gott, die alle Dimensionen springt, und der Garten hier auf dieser Erde, den Gott damals gepflanzt hat, als er diese Erde gemacht hat, war ein Abbild oder ist ein Abbild dieser himmlischen Wirklichkeit. Und Eden, der Garten Eden, bedeutet ja Land der Glückseligkeit. Schönes Wort, ne? Oder Wonne. Oder auch Lustgarten. Sehen Sie, Gott ist kein Miesmacher. Gott ist kein Miesmacher, der will uns nicht die Freude rauben und uns das Lachen verbieten. Wissen Sie, was Gott von Anfang an wollte? Das zeigt ja jetzt der Garten von Eden, wo er den Menschen hineingesetzt hat, den er geschaffen hat. Gott will die ewige Glückseligkeit seiner Schöpfung. Er, der selbst der Glückselige ist von Ewigkeit her, möchte ein Gegenüber haben, ein Bild haben, das seiner Wirklichkeit entspricht, in einer gewissen Form natürlich nur. Und er möchte mit diesen Menschen seine Glückseligkeit teilen. Darum hat er Eden geschaffen. Wir haben es mit einem Gott der grenzenlosen Liebe zu tun. Darum schreibt doch auch der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 11, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Eden, Glückseligkeit, des glückseligen Gottes. Das Evangelium will uns in diese Glückseligkeit zurückholen.
Das ist ja sowieso, stellen Sie sich mal vor, des glückseligen Gottes. Das heißt doch, Gott hat uns gar nicht nötig. Ist er mit uns glückseliger als ohne uns? Was meinen Sie? Er ist immer glückselig. Gott ist in sich glückselig. Er braucht uns gar nicht. Und er will uns doch. Weil er Gott der Liebe ist. Ich las den Titel eines Buches von einem Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein, der lautet: Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Und das sehen wir in der Schöpfung. Bei der Erschaffung des Menschen. Die Menschheit ist ein Wunsch Gottes, den er sich selbst erfüllt für seine Glückseligkeit. Und Sie als einzelne Person hier, auch in Ihren Anfechtungen und Nöten, das dürfen wir glauben, Sie sind ein Wunsch Gottes, den er sich selbst erfüllt. Und er will mit Ihnen seine Glückseligkeit teilen in Ewigkeit. Und wenn der Herr Jesus zurückkommt, ja, dann wird das Endresultat ja deshalb auch sein, dass die gesamte Schöpfung in dieses Eden der Glückseligkeit wieder zurückgeholt wird. Ja? Römer Kapitel 8, Vers 19, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Das kommt. Wir warten schon so lange. Ich habe eben noch so gedacht und gebetet, Herr, nun mach es doch endlich soweit. Oder Titus 2,13, da heißt es, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Ach, wir haben eine Zukunft. Zweiter Schritt. Das verloren gegangene Paradies. Es war so schön bis jetzt, nicht wahr? Nicht Gott ist der Miesmacher. Er wünscht uns seine Glückseligkeit. Das beweist das Paradies, das er geschaffen hat. Aber es gibt einen Widersacher Gottes, der uns diese Glückseligkeit nicht gönnt und der dem Allmächtigen diese Glückseligkeit nicht gönnt. Und darum treibt er ein böses Spiel. Und lassen Sie mich das mal hier einwenden. Missgunst, Neid, Eifersucht ist immer teuflisch. Es wird keiner kommen und sagen, du, ich bin aber neidisch auf dich. Da kann der Mensch so erfinderisch sein. Und da ist er so gemein und kommt auf die dollsten Ideen. Nur um nicht sagen zu müssen, ich gönne dir das nicht. Ich bin eifersüchtig. Erster Mose Kapitel 3, 1 bis 5. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt es auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Wie er versteht, in seiner Missgunst alles zu verdrehen. Die Wahrheit Gottes, die Liebe Gottes zu verdrehen und als schlecht darzustellen. Das macht die Missgunst, der Neid, die Eifersucht. Darum sagt Jakobus, das ist teuflisch. Passt auf. Es war ja Adam und Eva damals erlaubt,
von dem Baum des Lebens zu essen. Warum auch immer, hier stehen wir schon vor einem riesengroßen Fragezeichen, oder? Wieso gab es den Baum des Lebens? Hat er nur symbolische Bedeutung gehabt? Glaube ich nicht, kann ich nicht glauben. Es gab ihn ja in Realität. Warum denn? Da war doch noch gar kein Sündenfall da. Aber es gab den Baum des Lebens. Manchmal müssen wir aufhören zu forschen. Gott gibt uns kein Licht darüber hinaus oder was davor ist oder war. Wir wissen es nicht. Aber wir können uns Gedanken machen hier über das, was hier vorgefallen ist. Wir finden in der Geschichte, durch die Geschichte und ganz besonders am Ende der Tage, und das ist auch so wichtig für Gemeinde Jesu, wenn sich das Paradies dann wieder zu nahen beginnt und der Herr Jesus zurückkehrt, finden wir eine erregende Parallele zum Beginn unserer Menschheit. Der Teufel hat ja seine Taktik nicht geändert. Das ist immer schon gewesen, das ist auch gar nichts Neues, was ich sage. Es wird sich auch am Ende der Tage wiederholen. Einmal, damals stand Satan als Macht hinter der Schlange, um den Menschen kaputt zu machen. Am Ende der Tage, Offenbarung, wird Satan die Macht sein hinter dem Antichristen, um die Menschen wieder zu verführen. Damals stellte der Teufel, Satan, Gottes Wort in Frage. Sollte Gott gesagt haben. Die Wahrheit wird sozusagen zur Lüge gemacht. Heute leben wir diesbezüglich in einer extremen Zeit, die uns zeigt, also es geht absolut in die Richtung, die im 2. Thessalonicher Kapitel 2 aufgeführt wird. Sie haben die Liebe zur Wahrheit verlassen. Sie wollen es nicht mehr. Die Gemeinde ist nach 2. Thessalonicher 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 5, der Pfeiler der Grundfeste und Wahrheit in dieser Welt. Und Israel ist nach Römer Kapitel 3 als Volk, als Gegenstand ein Beweis der Wahrhaftigkeit Gottes. Das wird in Römer Kapitel 3 gesagt. Ein Gegenstand der Wahrheit des Wortes Gottes. Und darum ist doch beides so angefochten heute. Es sollen zurzeit 100 Millionen Christen verfolgt werden. Und was mit Israel passiert, das kriegen wir ja alle mit. Da muss ich keine Zeitungsausschnitte vorlesen. Wir wissen ja, was da los ist. Sehen Sie, das Paradies naht sich. Dann leugnet Satan die Folgen. Er sagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Heute hören wir das in 1000 Facetten. Auch wir nehmen das schon selber in der Hand oder es gibt gar keinen Gott. Schwerter zu Flugscharen da in New York oder wo ist es, ja, an der UNO. Aber das machen wir selbst. Gott brauchen wir nicht. Kein Evangelium. Alles ist möglich, aber ohne Evangelium, ohne Christentum. Wir werden selber Gott. Das will der Mensch, Gott sein, ohne ihn ernst zu nehmen. Und danach, wir wissen es, fiel der Mensch total in die Hand des Feindes. Und das wird wieder kommen. Vielleicht sehr bald. Und wir sind auf dem besten Weg dahin. Und viele haben es noch gar nicht gemerkt. Gott sendet ihnen große Verführung. Gott sendet. Scofield Bibel schreibt als Anmerkung zum 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1, dass die satanische Täuschung, die den ersten Fall des Menschen verursachte, auch das Ende der Zeiten kennzeichnen wird. Da steht nämlich, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Der Teufel wird wieder genauso agieren. Lügen, belügen, in Frage stellen. Nach dem Sündenfall wurden Adam und Eva durch einen Engel, durch Gott natürlich aus dem Paradies vertrieben und ein Cherubim
versperrte ihnen den Rückweg. 1. Mose 3,24: Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Jetzt hatte der Tod die Herrschaft bekommen. Man nimmt an, also es gibt ernstzunehmende Ausleger, die nehmen an, dass dann dieser Garten Eden, den Gott auf dieser Erde gemacht hat, dieses Paradies, dass dieses dann wurde ja bewacht durch den Cherubim, also war es noch da, aber der Mensch hatte keinen Zugang mehr. Und nachher bei der Sintflut, ja, als Gott dann alles neu macht, nach der Sintflut, ist dieser Garten Eden, dieses Paradies untergegangen. Und seitdem gibt es immer nur Erinnerungen an das verlorene Paradies. Darum denken manche, selbst die Flüsse nachher um Babylon herum trugen ja immer noch oder erinnerten immer noch an die Namen der Flüsse im Paradies. Man wollte sich erinnern, man hatte das noch in Erinnerung und man wollte das jetzt in diese neue Welt hineintragen, aber man hatte nur die Erinnerung. Ja, es ist wie die Amerikaner, die aus England nach Amerika gewandert sind und York verlassen haben und dann gesagt haben, jetzt machen wir ein neues York. New York. Ja, da gibt es Filme, Romane, Geschichten, Lieder, Straßen, Plätze, Gasthäuser zum Paradies oder paradiesisch oder irgendwie. Der Mensch drückt seine Sehnsucht aus. Wir haben das Paradies verloren. Dritter Schritt. Mit Jesu Geburt, wir haben es ja gerade gefeiert, wurde der Welt ein neuer Anfang geschenkt. Weihnachten. Wolfgang Kraska hat gesagt, wir leben jenseits des Paradieses, aber Gott findet sich damit nicht ab. Deshalb lässt er Weihnachten werden. Herrlich. Als Jesus am Kreuz die Sünde der Welt auf sich nahm und wegtrug, wir kennen ja die Geschichte, da wendet sich ein Verbrecher an ihn und stellt ihm eine Frage, eine bittende Frage, eine verzweifelte Frage. Der Mann rang ja mit dem Tod. Lukas 23, Vers 42. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dass Jesus das am Kreuz sagt, ausgerechnet am Kreuz sagt, das spricht meines Erachtens Bände. Es ist bezeichnend, weil vielleicht ist das sogar die Antwort dafür, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Er hätte doch auch geköpft werden können oder es gab andere gesteinigt. Nein, Gott hat so lange gewartet, bis es die Kreuzigungsstrafe gab. Da starb sein Sohn am Holz. Dieses Kreuz ist ein Holz, ein Baum, ja? Die Sünde kam über einen Baum in diese Welt, an dem der Mensch seine Hand ausgestreckt hat. Und die Sünde wird durch einen Baum, an dem Jesus seine Hand ausstreckt, besiegt und weggenommen. An dem ersten Baum haben wir das Paradies verloren. An dem zweiten Baum, Jesus, bekommen wir das Paradies zurück. Gott lässt sich nichts nehmen. Er tut alles, um uns zu gewinnen. Dieser Verbrecher, der war gar nicht dumm. Er mag ein Mörder gewesen sein, ein Dieb und Räuber und Wegelagerer und ein Aufständiger gegen die Römer, aber er war nicht dumm.
Er hat Jesus gesehen, er hat ihn erlebt, da wahrscheinlich schon ein paar Stunden. Und er ist von einem überzeugt worden, dass dieser Jesus, dass dieser sterbende Mann, dass der was ganz Besonderes ist und dass der zurückkommen würde und dass er sein Reich mitbringen würde auf diese Erde. Er glaubte an die Zukunft dieses Mannes, Jesus Christus, und er sehnte sich danach, teilzuhaben an dieser Zukunft und dabei zu sein, wenn Jesus zurückkommt und dieses sein Reich bringt. Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Was ist damit gemeint? Nimm mich mit in den Himmel, wenn du jetzt in den Himmel gehst? Nein. Gedenk an mich, wenn du kommst und deine Königsherrschaft bringst. Das war sein Wunsch. Er war ja ein Jude. Die Juden, also gehe ich von aus, ja? Die Juden haben ja damit gerechnet, dass diese Königsherrschaft eines Tages kommen würde. Und der Mann kam zum Glauben daran und betet jetzt darum. Darum sagen andere Übersetzungen, zum Beispiel die Neue Genfer Übersetzung, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Oder Neue Evangelistische Übersetzung, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und wann tut er das? Tja, jetzt müssen wir nur die Zusammenhänge lesen. Da gibt es so viel zu sagen, aber das kann ich ja der Zeit halber gar nicht. Aber das sehen wir in Offenbarung Kapitel 11, nicht wahr? Beim Schall der 7. Posaune. Was heißt es da? Was passiert da? Da passiert genau das, was hier steht. Da heißt es nämlich, in Vers 17 unter anderem, ich fange weiter hinten an, der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast, sagen die 24 Ältesten, lobend und preisend. In dem Moment, wenn die 7. Posaune geblasen wird, macht Jesus Christus sich auf. Und dann kommen wir in die Phase, in der Jesus seine Macht an sich zieht, alle irdische Macht an sich zieht. Und wiederkommt als der König aller Könige und als der Herr aller Herren. Ist das nicht wunderbar? Aber, Überraschung, Gott ist immer gut für Überraschungen. Das haben wir schon manchmal erlebt. Da erwartet man etwas, ja? Entweder kriegt man gar nichts oder das Gegenteil oder viel darüber hinaus. Überbitten und verstehen. Gibt ja den Vers. Und jetzt eröffnet Jesus diesem Mann eine überraschende Antwort. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das bedeutet, im Zusammenhang meine ich, es gibt ein Paradies, die himmlische Wirklichkeit. Eden war nur das Abbild. Es gibt das Paradies im Himmel. Und da nehme ich dich schon mit hin. Und wenn ich dann zurückkomme, um meine Königsherrschaft hier auf dieser Erde anzutreten, oh ja, aber garantiert bist du dabei. Garantiert, weil ich dich jetzt schon mit in mein Paradies im Himmel nehme. Bevor ich es offiziell auf dieser Erde antreten werde. Haben Sie mich verstanden? Ach ihr Lieben, es gibt einen Weg zurück ins Paradies. Er führt über Golgatha, über diesen Mann am Kreuz, über Jesus. 1. Korinther 15 sagt, der letzte Adam oder der zweite Mensch. In Jesus wird all das wiederhergestellt, was wir im ersten Adam verloren haben. Darum wird er der zweite Adam genannt, der uns die ganze Gerechtigkeit bringt. Einige Gedanken dazu. Zwischen dem Paradies der Schöpfung auf den ersten Blättern der Bibel und dem Paradies der Vollendung auf den letzten Blättern der Bibel, Offenbarung 21, 22, liegt die Geschichte Jesu. Zwischen dem Garten Eden
für die ersten Menschen und dem Garten des Himmels, einer neuen Erde, für den erlösten Menschen liegt der Garten Gethsemane. Zwischen dem Baum des Lebens im ersten Paradies und dem Baum des Lebens in der neuen Welt, neuer Himmel, neue Erde, Offenbarung 21, 22, steht das Kreuz von Golgatha, das Holz. Zwischen dem Strom, der vom Garten Eden ausging, und dem Strom des lebendigen Wassers, der vom Thron Gottes ausgehen wird auf der zukünftigen neuen Erde, Paradies, liegt der Bach Kidron, der Trübe, der Dunkle, über den Jesus ging in der Nacht, als er verraten wurde. Zwischen den ersten Menschen, die sündigten und den Fluch auf alle brachten, und der Tatsache, dass es eines Tages keinen Fluch mehr geben wird, denn es wird kein Fluch mehr sein, steht der Mann der Schmerzen, über den es hieß, verflucht ist, wer am Holz hängt. Zwischen den folgenschweren Worten, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, und den wunderbaren Worten, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, stehen die Blutstropfen Jesu, die wie Schweiß waren. Und zwischen dem Fall und Verlust des Paradieses und der neuen Welt liegt die Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus. Gott lässt sich nichts wegnehmen. Es kommt zur Vollendung. Und es wird viel herrlicher. Und Dreh- und Angelpunkt, Mittelpunkt, die Fülle von all dem, der ganzen Erlösung, ist Jesus Christus. Vierter Schritt. Ist so schön, ne? Ich gehe nochmal zurück. Gucken Sie mal. Herrlich, ne? Er hat die Technik gemacht. Nochmal? Ja. Wie mit der Eisenbahn. Das ist das Kind im Manne. Gut. Vierter Schritt. Paulus im Paradies. 2. Korinther 12,2. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den 3. Himmel entrückt wurde. Dann Vers 4, dass er in das Paradies entrückt wurde. Also der 3. Himmel ist das Paradies. Und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Also mindestens 3 Dinge werden uns hier erklärt. Das erste ist, also im Neuen Testament, in den Lehrbriefen, das erste, was uns erklärt wird, ist, dass das Paradies eine himmlische Realität ist, eine Wirklichkeit. Paulus wurde dort hineingeholt. Zweitens, dass das Paradies die Hoffnung jedes, aber auch jedes an Jesus gläubigen Menschen ist. Ausgerechnet, das ist auch wieder bezeichnend, ausgerechnet der, dem das Geheimnis der Entrückung offenbart wurde, wird zum Paradebeispiel, ich sage mal, der Entrückung. Denn er sagt, von sich selber natürlich, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er entrückt wurde ins Paradies, in die neue Welt Gottes. Er, der Apostel der Nationen, der Gemeinde. Und das glaube ich, liebe Geschwister, dass aus diesem Grund, weil Paulus, der wurde nicht einfach nur ins Paradies geholt, oh, ist so schön, da hole ich mal den Paulus mal kurz hoch und dann wieder tschüss. Ja? Ja, hast du alles gesehen und dann darf er gar nicht schreiben, was er gesehen hat. Nur, dass über die außerordentlichen Offenbarungen jetzt einen Pfahl des Fleisches hat, durch einen Satan, der ihn schlägt, durch einen Engel Satans. Ich glaube, Gott möchte mehr. Er möchte in Paulus zeigen, dem er die Entrückung geoffenbart hat als ein Geheimnis, dass die Entrückung das Hoffnungsgut ist für jeden, der
in Christus ist. Und darum nennt Paulus seinen Namen nicht. Er sagt ja nicht, ich, Paulus, wurde entrückt. Er sagt, und das spricht er jetzt für alle, also prophetisch, ja, ich weiß von einem Menschen in Christus. Das ist der Schlüssel. Sind Sie in Christus? Sind Sie dabei? Wenn Sie auferstehen oder entrückt. Nun, das Dritte, was uns erklärt wird, ist, dass das Paradies uns all unsere Vorstellungen übersteigt. Ich hörte Worte, die kann kein Mensch aussprechen oder die darf niemand sagen. Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob da wirklich Hebräisch gesprochen wird. Gott kann Hebräisch, ne? Ist klar, aber gut. Nun, aber was ist das, der dritte Himmel? Ich habe mich lange damit beschäftigt und unsere Erkenntnis ist Stückwerk, aber ich meine nicht, dass der dritte Himmel einfach nur die dritte Sphäre ist. Der Himmel hier, den wir sehen, und dann gibt es auch noch das Universum und dann kommt der Himmel Gottes. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass der dritte Himmel, das ist ja das, wo sich das Paradies befindet. Der dritte Himmel ist die neue Erde. Der neue Himmel, was jetzt schon Realität und Wirklichkeit in der ewigen Welt ist. Und in dieses Paradies des neuen Himmels wurde Paulus hineingenommen. Das ist es, was Petrus sagt. 2. Petrus 3,13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde. Oder Johannes dann, Offenbarung 21,1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott wohnt ja über dem Himmel. Alle Himmel können ihn nicht fassen. Er ist eigentlich noch, er wohnt noch über dem Paradies. Er ist auch im Paradies, aber er ist ja als Schöpfer über allem. Auch über die zukünftige neue Erde und über den zukünftigen neuen Himmel. Obwohl er dann später einmal bei den Menschen wohnen wird, ist er doch noch darüber und größer, weil das alles nur geschaffen ist. Neuer Himmel, neue Erde. Ich glaube, ich verstehe das so. Andere Übersetzungen sagen übrigens auch vorige, frühere oder alte Erde. Wir befinden uns heute auf der zweiten. Vor der Sintflut hatten wir den ersten Himmel und die erste Erde. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 5. Nach der Sintflut hatten wir den zweiten Himmel und die zweite Erde. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 6. Und wenn mal alles zerstört ist und die Elemente aufgelöst, nach dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, gibt es eine zukünftige neue Erde, neuen Himmel. Das ist der dritte. Und dahin wurde Paulus entrückt. Können Sie mir folgen? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich bin Ihnen nicht böse. Auf jeden Fall, was wir sagen können, das ist, dass wir uns auf dem Weg befinden, der uns dieser ewigen Welt näher bringt, und wir leben in der Endzeit und Jesus Christus kommt bald. Und darum müssen wir uns manche Dinge vor Augen stellen und vor Augen führen, vor Augen halten. Das Ende kehrt zum Anfang zurück. Wir müssen den Anfang verstehen, um das Ende zu durchschauen, hat mal jemand angedeutet. Jemand anders meinte, dass die Endzeit nur die voll ausgereifte Anfangs- bzw. Urzeit ist. Ja? Das hat begonnen beim Sündenfall des Menschen durch die Verführung Satans. Und dann haben wir die ganze lange Menschheitsgeschichte, und das Ende ist dann die Vollausreifung von dem, was damals da im Paradies begonnen hat. Darum
sagte ich ja auch schon und machte aufmerksam auf die Taktik Satans, die sich nicht verändert hat und die bis in die Offenbarung hinein dieselbe bleibt. Denken wir heute mal an die Sprachverwirrung Babylons und die Parallelen zu den Flüchtlingsströmen heute. Wir scheinen uns gerade in einer neuen babylonischen Vermischung zu befinden. Alles ist der Veränderung unterworfen, wie damals bei der Zerstreuung und Sprachverwirrung Babylons. Und alles war in Bewegung. Heute sollen 60 Millionen Menschen in der ganzen Welt auf der Flucht sein. Das erinnert an römische Zeiten. Paris will eine Weltkoalition gegen den Terror. Ach, auf einmal reden sie davon, auf einmal wollen sie es möglich machen. Sonst haben sie sich immer in der Wolle, ja? England, Deutschland und Paris. Immer deutlicher ist die Rede von einer Weltregierung, von einer Weltwirtschaft und von einer Weltreligion. Nur möchte man das nicht übers Evangelium erreichen, sondern, wie wir alle zuhauf mitbekommen, über die Botschaft der Umwelt, der Armut und des Terrors und Sicherheit und Frieden auf Erden. Ja, das sind die Grundbegriffe. Und wehe, sie sündigen dagegen. Wehe, ihr Auto hat zu viel, da kommt zu viel hinten raus. Das sind die Sünden heute. Es besteht derzeit oder heute, wie zur Zeit des ersten Kommens Jesu, ein einheitlicher Wirtschaftsraum, offene Grenzen, Hellenismus in Philosophie, griechische Philosophie, multikulturelle Gesellschaft. Es existiert ein jüdischer Staat, es existieren wieder messianische Gemeinden. Es existiert wieder ein orthodoxes, pharisäisches Judentum. Es existiert wieder Israel-Hass und Judenhass, parallel, wie in gewissen Zeiten des Römischen Reiches. Es fehlt nur noch ein gottgleicher Mann. 5. Schritt. Das Paradies wird den Überwindern verheißen. Offenbarung 2, Vers 7, Sendschreiben an Ephesus. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Ja, welcher Baum ist da gemeint? Welches Paradies ist da gemeint? Wo steht dieser Baum? In diesem Paradies. Wo steht das geschrieben? Offenbarung Kapitel 22. Es kommt 21, 22. Es kommt ein neuer Himmel, es kommt eine neue Erde und auf der neuen Erde steht der Baum des Lebens. Ist es so? Offenbarung 22. Es bezieht sich also, dieses Paradies und dieser Baum des Lebens, den Jesus hier anspricht gegenüber der Gemeinde Ephesus, bezieht sich meines Erachtens in erster Linie auf die neue Erde, die kommen wird. Das Paradies, das neu errichtet wird, in welchem ja auch, Offenbarung Kapitel 22, noch Völker leben werden, Heidenvölker leben werden und Könige auf dieser Erde leben werden. Offenbarung 21, 24. In welchem der Baum des Lebens steht, der 12-mal im Jahr Frucht bringt. Also hoppla, wahrscheinlich gibt es sogar noch die Zeit. Es gibt noch große Dimensionen. Die Gemeinde Jesu, ich sage immer so als Leib Christi, ich sage gerne Leib Christi, weil ich bin schon gefragt worden, warum ich da so viel Wert drauf lege, weil einfach der Leib Christi im Neuen Testament so oft erwähnt wird. Also man befindet sich in guter Gesellschaft. Da denke ich, kann man ja nichts verkehrt machen. Ne? Wenn es so oft heißt, im Epheserbrief, im Kolosserbrief, im Philipperbrief, Leib Christi, Leib Christi, Leib Christi. Ist doch eine wunderbare Tatsache.
Und das ist etwas Außerordentliches. Und die Gemeinde hat als der Leib Christi, wobei Jesus das Haupt ist, eine, ich sage es mal so, eine überhimmlische Berufung. Haben Sie das schon mal festgestellt? Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen ganz vorsichtig, nicht bloß auf der neuen Erde. Okay? Überhimmlische Berufung, Stellung, weil sie der Leib des Christus ist. Und 1. Johannes 5 sagt, Vers 4 und 5, dass die Gemeinde, dass jeder Mensch, der zum Glauben gekommen ist, an Jesus Christus schon überwunden hat. Das heißt, denn alles, was aus Gott geboren ist, also wiedergeboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Wenn du oder sie im Glauben an Jesus Christus überwinden, also überwinden in dem, dass sie an Jesus Christus glauben, dann haben sie Teil an dem ewigen Leben. Ist es so oder ist es nicht so? Ja, Sie können doch jetzt sagen, geistlich übertragen, an dem Baum des Lebens. Sie haben Teil am ewigen Leben, Sie haben das bekommen. Hier steht es, jeder Wiedergeborene hat durch den Glauben schon die Welt überwunden und besitzt bereits Verheißung. Ist jetzt vielleicht eine etwas andere Dimension, aber die noch über die neuen Erde und über den neuen Himmel hinausgeht. Bitte, liebe Christen, seien Sie doch nicht so arm. Seien Sie doch nicht so arm. Darf ich Ihnen mal einiges aufzählen, weil das ist mir so groß geworden, weil ich gerade noch mal so diese Briefe gelesen habe. Die Gefangenschaftsbriefe ist ja interessant, dass ausgerechnet da die größten Dimensionen mit drin stecken. Zum Beispiel, die Gemeinde in Christus hat Teil an der überhimmlischen Welt. Die Bibel sagt jetzt, das sind alles Zitate aus Epheserbrief, Kolosserbrief, die Gemeinde hat in Christus Teil über alle Himmel. Was bedeutet das? Über alle Himmel. Die Gemeinde Jesu ist mit Christus versetzt zur Rechten Gottes des Vaters. Die Gemeinde Jesu ist mit Christus versetzt hoch über, lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen, hoch über jedes Fürstentum und Gewalt, nicht allein in dieser Welt, jetzt kommt's, sondern auch in der zukünftigen. Was ist denn die zukünftige Welt? Millennium, Übergang, neuer Himmel, neue Erde. Und hier erklärt uns die Bibel, dass die Gemeinde jetzt schon über diese zukünftige Welt, hoch über diese zukünftige Welt gesetzt ist. Warum? Weil sie in Christus ist, der das Haupt ist und Gott ihr Vater ist. Weil sie der Leib des Christus ist und mit Christus verbunden wird. Das ist etwas, das hat es nie gegeben, das wird es nie geben, das überspringt alle Dimensionen. Was Gott in Christus geschaffen hat für sich. Die Gemeinde Jesu, die er über alles liebt. Es heißt weiter, dass uns eine Hoffnung in den Himmeln aufbewahrt ist. Oder wir sind bereits versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Oder Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht Hoffnung, ja hoffen wir mal, vielleicht auch nicht oder so. Hoffnung im biblischen Sinne ist, du hast es, das ist deine Hoffnung. Oder in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Oder die sein Leib ist, Gemeinde Jesu, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Müssen wir das jetzt alles nur reduzieren auf die neue Erde?
Was meinen Sie? Auch. Aber nicht nur. Oder der habe ich eben gelesen, noch kurz, als ich da abseits im Zimmer war, schlug ich die Bibel auf und da komme ich hier, Kolosser 1,23, der euch heilig, tadellos und unverklagbar dazu stellen wird vor seinem Angesicht. Also Berufung der Gemeinde ist das Höchste. Auch noch über neue Himmel und neue Erde. Davon bin ich überzeugt. Weil die sind ja auch von Gott nur geschaffen. Gott selbst, der Schöpfer, ist ja noch weiter. Selbst wenn er wieder unter den Menschen wohnen wird. Wie im ersten Paradies, ja? Hat ja Gott auch im Paradies gewohnt oder ist da gewandelt und hatte Gemeinschaft mit den Menschen, aber das war ja nicht in dem Sinne sein Wohnort. Der war ja weit darüber hinaus. Und das wird wieder kommen. Aber von dort aus hat natürlich, von dieser überhimmlischen Welt, hat natürlich die Gemeinde in Christus auch Teil am Paradies, Teil an der Königsherrschaft und wird mitregieren. Und darum, jawohl, ich sage es deutlich, darum wird auch die Gemeinde zum Überwinden aufgerufen, um mitzuherrschen, ja. Das hat natürlich seine Bestätigung. Aber es gibt noch viel weitere Dimensionen. Wer an Jesus glaubt, hat überwunden. Und der Teil am ewigen Leben. Und er wird das nicht mehr verlieren. Das ist eine Wiedergeburt. Da wird man von Gott nicht mehr entrechtet. Das hat mal jemand gesagt, Gott enterbt seine Kinder nicht. Menschen können das tun. Gott macht das nicht. Aber da auch die Sendschreiben, die haben ja ewig gültige, zeitlose Aussagen. Wenn wir jetzt die Sendschreiben auf uns nehmen und uns daran orientieren und das für uns geistlich daraus ziehen und anwenden, was für uns derzeit wichtig ist. Oh ja, wir wollen in der ersten Liebe stehen. Oh ja, ich möchte überwinden. Oh ja, ich ergreife das ewige Leben in Jesus Christus. Aber die Sendschreiben haben ja Dimensionen, selbst noch nach der Entrückung, oder? Es wird ja nach der Entrückung der Gemeinde als Leib Christi noch Menschen geben, die werden sich ja auch an die Bibel orientieren, an die ganze Bibel selbstverständlich, Altes Testament, Evangelien, Lehrbriefe, ganze Neue Testament, Offenbarung, und die werden auch diese Dinge lesen. Und die Menschen in der Offenbarung, gerade die werden aufgefordert zu überwinden, ja, weil sie durch die große Trübsal müssen. Und die kriegen dann auch Verheißungen in Bezug der neuen Welt, der neuen Erde. Offenbarung 15,2. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt, und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, diese werden mit Christus regieren 1000 Jahre und teilhaben am Baum des Lebens, der dann auf der neuen Erde steht. Und die Gemeinde auch, aber von anderen, ich sage es noch einmal mit diesen Worten, von anderen Dimensionen her, weil sie auch noch darüber steht. Es gibt Leute, es wird Völker geben, es wird Nationen geben, die werden auf dieser Erde bleiben, die kommen davon gar nicht weg, die haben Zutritt ins neue Jerusalem, können da rein und raus. Aber das ist nicht mal ihre Wohnstätte. Ja. So. Nochmal. Sechster Schritt. Die Verheißung wird erfüllt. Offenbarung 21, 1-5. Und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gab es nicht mehr.
Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Seine Völker sein. Es gibt noch Völker. Und Israel ist das Hauptvolk. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Hat das nicht in der Richtung der Chor gesungen? Im zweiten Lied, glaube ich. Es gibt zurzeit so viele Christen, die verfolgt werden, die im Sterben liegen, die Schmerzen haben, die todkrank sind. Was für eine Verheißung. Mit dieser Hoffnung durch das Leid zu gehen, ist immer noch schlimm genug, aber die hat man wenigstens. Das 1000-jährige Königreich Jesu ist die Vorstufe, ist der Übergang ins Paradies. Noch nicht das Paradies. 1000-jährige Reich sehen wir, wie Jesus regiert und wie eine Welt aussieht, wenn sie von Gott regiert wird. Und danach wird nach meiner Erkenntnis erst das eigentliche Paradies im neuen Himmel und neue Erde aufgerichtet. Offenbarung 21, 22. Es gibt unzählige Auslegungen und Ansichten über die Offenbarung. Von bibeltreuer Seite übrigens. Besonders auch über Offenbarung Kapitel 21 und 22. Aber es werden, oder machen Sie eine andere Erfahrung, es werden immer Fragen offen bleiben. Die Offenbarung enthüllt uns einige wesentliche Höhepunkte und schenkt uns Lichtblicke, die sind kolossal. Sie lässt aber auch noch vieles im Dunkeln. Jemand schrieb dazu Folgendes: Wir können Gott mit unseren Systemen und unseren menschlichen Gedanken letztlich nie völlig fassen. Es wird immer Bereiche in Gottes Wort und in der Theologie geben, die wir nicht erklären können oder mit denen wir nicht klarkommen. Wir haben es mit dem Allmächtigen zu tun. Wir haben es mit dem unausschöpflichen Reichtum seiner unermesslichen, mannigfaltigen Weisheit zu tun. Wir haben es mit einem alle Erkenntnis übersteigenden Heilsplan zu tun, worin selbst die Engel hineinzuschauen begehren. Darum lockt Gott uns ja immer wieder und er sagt, forsche in der Schrift. Darum werden wir aufgefordert, zuzunehmen in der Erkenntnis Gottes. Da hat man etwas gedacht und so ist es und dann forscht man weiter und man sieht plötzlich andere Parallelen und auf einmal denkt man, ja, da gibt es ja noch mehr, das habe ich noch nie so gesehen. Könnte es nicht auch so sein oder geht Ihnen das nicht so? Betrachten Sie meine Hinweise als Anregungen zum Nachdenken, nicht als Absolutheitsanspruch. Absolut nicht. Ich bilde mir nicht ein, Ihnen irgendwas zu bringen, wo Sie jetzt sagen, puh, der Norbert hat uns jetzt aber die Wahrheit gesagt. Jetzt brauche ich nicht mehr fragen. Nein. Aber wir gehen das jetzt mal durch. Nur mal kurz, so andeutungsweise. Es entsteht also ein neuer Himmel, eine neue Erde im Sinn eines, glaube ich, neuen Universums. Neuer Himmel und neue Erde. Das von Gott geschaffen ist und eines Tages hier auf diese Erde kommt, ähnlich wie am Anfang der Schöpfung. Denn ich glaube nicht, dass die eigentliche Wohnstätte Gottes erneuert werden muss, oder? Gott ist absolut heilig, absolut rein. Er muss nicht seine eigene, sag ich mal, seine eigene Wohnung neu machen. Aber alles, was zum Heilsplan gehört, das wird neu gemacht. Es gibt kein Meer mehr. Es gibt kein Meer mehr. Ne? Und haben wir keine Mittel mehr, so fahren wir ans Mittelmeer. Es gibt kein Meer mehr. Warum nicht? Es gibt noch Wasser.
Wahrscheinlich sogar ja, Ströme. Es geht ja noch ein Strom aus von Gottes Thron, oder? Quellen, Seen. Aber es gibt nicht mehr die trennenden Weltmeere, welche die Folge der Sintflut sind, der Sünde. Das heißt, die Kontinente sind nicht mehr durch die Meere getrennt. Manche nehmen an, dass dann sogar wesentlich mehr Menschen wieder auf der neuen Erde leben können als heute. Der größte Teil ist ja Wasser. Und wenn das weg ist, oh, das wird herrlich, ja? Das neue Jerusalem kommt von Gott auf die Erde. Das ist das Jerusalem, dessen Erbauer Gott selbst ist, heißt es ja. Das hat Gott gebaut, also geschaffen. Ich sage es noch einmal. Also muss Gott ja noch darüber stehen. Worauf schon Abraham übrigens wartete und der Galaterbrief sagt, das ist die Mutter von uns allen. Gott und das Lamm werden im neuen Jerusalem bei den Menschen wohnen, ähnlich wie am Beginn der Schöpfung. Das ist dann auch der Grund dafür, warum es keinen Tempel gibt. Johannes sagt dann, und ich sah keinen Tempel mehr. Ja, warum gibt es keinen Tempel mehr? Weil kein Priestertum mehr nötig ist auf dem neuen Himmel, neue Erde. Ja? In diesem neuen Universum ist kein Priestertum mehr nötig. Warum nicht? Weil keine Vermittlung zu Gott mehr nötig ist. Warum nicht? Weil Gott selber da ist. Und das Lamm. Darum brauchen wir keine Priester mehr, keinen Tempel mehr, keine Brandopfer mehr, keine Stiftshütte, nichts mehr. Gott selber ist da im himmlischen, ewigen Jerusalem und wohnt auf dieser Erde. Alle Tränen, alles Leid hat ein Ende. Der Tod wird nicht mehr sein. Das neue Jerusalem wird als Braut des Lammes beschrieben. Es geht ein Strom von Wasser des Lebens vom Thron Gottes aus und des Lammes. In der Mitte findet sich wieder der Baum des Lebens wie im ersten Paradies. Vor einiger Zeit hörte ich eine CD, das hat einer so schön dargestellt. Es gibt keine Tränen mehr, kein Leid. Der hat dann mal aufgelistet, was es alles nicht mehr gibt. Kein Verbandszeug mehr. Keine Sirene mehr, kein Blaulicht mehr, kein Krankenwagen mehr, keine Feuerwehr mehr. Keine Operationsbesteck mehr. Keine Krankenhäuser mehr. Helfen Sie mir mal. Krückstöcke mehr. Keine Gehwagen mehr. Ja? Keine Särge mehr. Gibt es noch was? Ja, wird es alles nicht mehr geben. Keine Taschentücher mehr, um Tränen abzutrocknen. Keine Medizin mehr in dem Sinne, Baum des Lebens, ja, aber außerhalb. Es ist interessant, in der Mitte befindet sich der Baum des Lebens wie im ersten Paradies. Wie war das im ersten Paradies? Das sind alles nur Fragen, Suchen, Vortasten. Warum gab es den Baum des Lebens im ersten Paradies? Existierte der Tod schon? Er war nur noch nicht in die Welt gekommen. Er war nur noch nicht zur Herrschaft gelangt. Das passierte erst durch die Sünde. Hätten Adam und Eva nicht gesündigt und von dem Baum des Lebens gegessen, hätten sie immer gelebt, immer gelebt, immer gelebt. Aber dann nach der Vertreibung war der Zugang versperrt und der Tod trat ein. Im neuen Paradies gibt es wahrscheinlich noch Zeit und Raum. Darum bringt der Baum 12-mal Früchte im Jahr. Ich sagte ja, es werden Völker, Könige, Nationen auf dieser neuen Erde leben. Und diese, wie auch immer, aber diese Früchte dienen den Nationen, ja, zur Heilung, zum Leben. Es gibt aber auch auf der neuen Erde keinen Fluch mehr, daher können die Menschen ungehemmt vom Baum des Lebens essen. Und der erste Tod ist ja beseitigt. Und darum ist da jetzt der Baum des Lebens. Das bedeutet nicht, oh, vergessen, zu spät aufgestellt, schnell zum Baum des Lebens, damit ich weiter leben kann. Ja? Das ist damit sicher nicht gemeint.
Es gibt nur noch den Baum des Lebens, keinen Baum mehr, durch den man versucht werden könnte oder zur Sünde, in Sünde fallen könnte. Es gibt keine Nacht mehr, keine Finsternis. Gott selbst erleuchtet alles. Ich las mal, selbst die Naturwissenschaft besagt, dass die Sonne zwar Licht spendet, aber nicht die Quelle des Lichtes ist. Es wird wie bei der Schöpfung sein, von Sonne und Mond und Sterne. Vorher gab es ja schon Licht, das Gott geschaffen hat. So wird es wieder sein. Sehen Sie, es kommt alles zurück. Und des Weiteren wird gesagt, dass seine Knechte von Ewigkeit zu Ewigkeit mit ihm herrschen werden, regieren werden. Das lässt vermuten, dass es weitere Abläufe der Ewigkeit geben wird, weitere Ereignisse, worüber Gott uns kein Licht schenkt. Nur noch vielleicht die Tatsache, die auch unter anderem dazugehört, eines Tages kommt ja der Zeitpunkt, wo der Herr Jesus Christus dem Sohn alles wieder übergibt, ja? Und dann Gott alles in allem ist. So steht es ja im 1. Korintherbrief. Aber gut. Wie gesagt, die Johannes-Offenbarung lässt uns Höhepunkte aufleuchten. Dahinter liegt vielleicht noch mehr, was uns nicht unbedingt aufgezeigt wird. Ebenso wenig wissen wir, was vor Adam und Eva war. Und jetzt kommen wir zum letzten Schritt, 7. Schritt. Das muss ich Ihnen nochmal zeigen. Das ist egal jetzt. Komm. Weil. Merken Sie was? Der Kreis hat sich geschlossen. Gucken Sie. Oh, habe ich das jetzt richtig gemacht? Moment. So, hier. So. Der Kreis hat sich geschlossen. Aus dem ersten Paradies wurde Adam und Eva herausgetrieben und ein Cherubim versperrte fortan den Weg ins Paradies. Und jetzt, in Offenbarung 21,9, kommt eine neue Einladung. Paradies ist wieder da. Und diesmal versperrt kein Engel mehr den Weg ins Paradies, sondern im Gegenteil. Die Engel kommen und laden ein. Kommt rein, kommt nach Hause, kommt in die Glückseligkeit eures Gottes. Und es kam zu mir einer der 7 Engel. Und so geht es dann weiter. Offenbarung 22,1. Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens. Offenbarung Kapitel 22,6. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt. Einladung, nicht mehr versperren, die Cherubim. Offenbarung 22,10. Und er sprach zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nah. Offenbarung 22,14. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Und dann noch dieses Herrliche. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Kreis hat sich geschlossen. Der Menschheit wird das Paradies zurückgegeben. Sie werden wieder eingesetzt in die ewige Glückseligkeit. Die Gemeinde wird als Leib des Christus in ihm, mit ihm, Teil daran haben, aber auch noch weit darüber stehen. Gott hat nie aufgegeben. Am Ende wird alles herrlicher, als es war. Und da sagt jemand, Charles Scofield, die Sicherheit des Gläubigen beruht auf der Treue des Vaters seinem Sohn Jesus Christus gegenüber. Der Vater würde niemals fallen lassen, was der Sohn ihm anvertraut hat. Aber hier sind wir aufgefordert. Und ich mache damit jetzt Schluss, aber
es ist ja so, die Einladung ergeht an alle, doch Teil daran haben nur die, die die Einladung ernst nehmen und infolgedessen auch annehmen. Sehen Sie, 3-mal heißt es in der Offenbarung, meine Bibel geht schon kaputt hier, gucken Sie. Oh. Ja. Schade, braucht man einen guten Buchbinder, nur nebenbei. Die Feigen aber, die Ungläubigen, die grollbefleckten Mörder, Unzüchtigen, Zauberer, Götzendiener, Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Nicht Teil an der neuen Erde. Oder es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Die überwinden im Glauben an Jesus Christus. Und Kapitel 22, 15. Draußen aber sind die Hunde, die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge lieb hat. Heute gilt es noch, du sollst mit mir im Paradies sein. Und vielleicht ist das jetzt die Situation, wo der Herr an ihre Herzenstür klopft und sagt, du, ich rufe dich schon so lange. Heute habe ich es dir nochmal gesagt, du weißt, was ich will. Ich will dich bei mir haben, in meiner Glückseligkeit. Willst du nicht Ja sagen? Willst du nicht ganze Sache machen? Willst du nicht ganz dafür leben? Willst du nicht ganz für die Gemeinde leben, ganz für Jesus Christus, ganz für sein Wort? Neben allen Verpflichtungen, die du hast, aber in allen Verpflichtungen ganz für Jesus. Und alle, die Nöte haben und in Trübsal stecken. Spurgeon hat gesagt, weißt du, was es heißt, von der Zukunft zu leben, von der Hoffnung sich zu nähren, den Himmel im Voraus zu genießen? Das wünsche ich Ihnen 2016. Fangen Sie an, im Voraus zu genießen, da, wo Sie einmal sein sollen. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, du bist ein großartiger Gott. Der Himmel und der Himmel können dich nicht fassen. Wie können wir dich begreifen? Wir können nur staunen über das, was du uns offenbart hast und was wir meinen zu verstehen. Aber das ist schon so groß. Wir haben alles verloren und du gibst uns alles zurück und noch viel mehr. Und das in deinem Sohn Jesus Christus. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Danke, Herr, dass du gekommen bist, dass du unsere Zuversicht bist. Und wenn wir auch durch eine trübselige Zeit gehen jetzt, Herr, so wissen wir doch, dass wir getrost sind in dir und dass wir uns nicht fürchten müssen. Dass unser Herz nicht erschrecken muss im Angesicht der Zeichen der Zeit, sondern wir wissen ja, dein Wort ist gewiss und wahr, was kommen muss und wozu alles dient. Darum befehlen wir uns dir an und deiner Gnade auch weiterhin und beten, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Und noch was, Herr, schenke, dass im Herzen heute vielleicht Entscheidungen getroffen werden für diese von dir angebotene Glückseligkeit. Amen.